Jawohl, jetzt bin ich da. Hallo zusammen. Schön, euch zu sehen. Frisch durch die Wüste, das ist mir gerade eine Begebenheit in den Sinn gekommen, und ich euch möchte die Erlebnis mit Ihnen. Es ist ein paar Jahre seither. Da sind meine Frau und ich auf Israel und im Negev haben wir unser Auto parkiert in der Wüste und sind gelaufen. Und es war ein bisschen weiter, als ich gedacht habe. Wir haben dann kein Wasser mitgenommen. Und Gott sei Dank hat es eine Piste gehabt. Und tatsächlich, was ich nicht damit gerechnet habe, ist ein Konvoi mit dem israelischen Guide vorbeigekommen, hat angehalten und gefragt, «You need some water?» «Braucht ihr Wasser?» Und ich habe gewusst, was der denkt, wenn ich sage «Ja». Ich habe es gewusst, wenn ich dann vor meiner Frau da stehe und vor dem Konvoi da stehe, und ich habe gesagt, «No, I don't need water, we have water.» Und dann sind die weitergefahren. Ich kann mir vorstellen, wie meine Frau mich angeschaut hat und was sie so gedacht hat über mich. Und ich habe gedacht, jetzt haben wir verloren. Und tatsächlich, es ist kaum möglich, aber es ist so gewesen, es ist nochmal ein Konvoi gekommen. Und der Guide, der hat wieder mir gefragt, «You need some water?» «No, I don't need water.» Dann hat er hinter in den Jeep gerufen, «Give them some water, they need some water.» «Gebt dem endlich Wasser, der braucht Wasser.» Oder? Der hat es wahrscheinlich schon mit den Augen angesehen, ich weiß es nicht. Und wir sind weitergelaufen, erfrischt durch die Wüste mit dem Wasser. Freund, wenn es dir vielleicht so geht, dann vielleicht brauchst du Wasser in der Wüste. Und Jesus, was fest am höchsten war, hat er gerufen, «Ich bin das Wasser vom Leben», und hat sich selber in die Menge eingerührt. Und vielleicht bist du zu stolz oder vielleicht bist du zu beschäftigt, vielleicht hast du es vergessen, von dem Wasser zu trinken. Dann möchte ich dich heute Morgen dazu ermutigen. Und wenn alles andere von der Predigt vergisst, macht es nichts. Aber das sollst du mit heimnehmen. «Give them some water», ruft Jesus. Vor 2 Wochen hat Joni predigt über Teil 1 zum Fasten, Verzicht auf Nahrungsaufnahme. Ich habe es nachgeschaut, schon logisch, haben wir in dieser Serie weiter predigt, und es hat mich echt inspiriert, Joni. Wir haben dann bei uns in der Small Group darüber geredet, über die 1500 Jahre alte Tradition, oder ich sollte sagen, geistliche Disziplin. Und wir haben festgestellt, keiner von uns hat eine Erfahrung gehabt mit dem Fasten. Und wir sind so ein bisschen wie im Berg gestanden. Und wir haben uns gefragt, wie wäre es echt, wenn wir würden ausprobieren, so ein Fasten in einer von diesen Varianten, die Joni oder auch Winterthur aufgezeigt worden ist. Und wir haben vor, am nächsten Mittwoch weiter darüber zu reden, ob echt wir nicht trotzdem einmal noch wollen, auch noch das Fasten, das Verzicht auf Essen ausprobieren. Ich bin in Vietnam in einer Gruppenreise am Dienstag heimgekommen und ich hatte einen katholischen Priester dabei gehabt. Das ist eine Seltenheit auf meiner Reise. Und am Dienstagmorgen, wo wir dann heim sind, habe ich ihn gefragt, was machst du am Mittwoch? Sagt er, ja, ich lese eine Messe. Habe ich gesagt, ja, aber jetzt hast du einen Jetlag, kaum. Sagt er, das ist eine der wichtigsten Messen vom ganzen Jahr. Es ist nämlich Aschermittwoch. Ich habe gesagt, was ist Aschermittwoch? Hat er gesagt, da fängt die Fastenzeit an. Da fastet wir Mittwoch und Freitag. Und ich habe das Glänzen in seinen Augen gesehen und gemerkt, der hat den Plausch dran. Für den ist das dermaßen wichtig. Und ich habe gedacht, oh, da komme ich heim und höre so eine Predigt. Mal schauen. Aber heute geht es um etwas anderes. Es geht um die Abstinenz als freiwilliger Verzicht. Heute fokussieren wir uns bewusst auf Konsum- und Genussgüter. Also wir haben 2 Predigten, wo es um freiwilligen Verzicht geht. Also freiwillig ein Stück in die Wüste gehen, um dann dort zu erleben, dass man das Wasser von Jesus besser trinken kann und auch mehr benötigt. Und nachher gibt es 2 Sündigen, wo es dann darum geht, wenn man nicht freiwillig in der Wüste ist, sondern durch Lebensumstände in die Wüste kommt. Wir wollen über Sachen reden miteinander, die das Potenzial haben, uns abhängig zu machen, uns zu binden.
Und wir wollen überlegen, was wir könnten vielleicht temporär verzichten in dieser Fastenzeit, um eben mehr auf das Wasser von dem Jesus angewiesen zu sein. Mein nächster Titel heisst «More is more, Schweizer Evangelium». Habt ihr gewusst, dass es ein Schweizer Evangelium gibt? Ich glaube, es ist keine grosse Übertreibung, wenn ich sage, dass wir in der Schweiz, dass uns allermeisten Menschen sehr, sehr gut geht. Wir sind, was das Bruttoinlandprodukt anbelangt, pro Kopf auf Platz 5 auf der Welt. Ein bisschen störend ist es, dass unsere Schwester Liechtenstein noch weiter vorne ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die sagt, je mehr du hast, desto glücklicher bist du. Und wir können das als Schweizer Evangelium anschauen. Je mehr du hast, je glücklicher bist du. Und natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen. Der einen, denen geht es ums Bankkonto, denen geht es um Wertschriftenportfolio, anderen als junge Familie schon das Eigenheim besitzen, andere um materielles, immaterielles Gut, Ferien, Ablenkung, Unterhaltung und so weiter. Alles Sachen, die uns versprechen, glücklich zu machen. Und dann gibt es eben das Jesus-Evangelium, wo ein totaler Kontrast zu dem Schweizer Evangelium ist. Und ich lese euch die Vers von dem Jesus-Evangelium diesbezüglich vor. Sammelt für euch selbst nicht wertvolle Schätze hier auf der Erde, denn sie sind sowieso nicht sicher. Sie können verrotten oder auch gestohlen werden. Baut euch vielmehr Schätze auf in der Welt Gottes, dort sind sie sicher. Weder Verfall noch Diebstahl können sie dort antasten. Und außerdem müsst ihr erkennen, dort, wo eure Schätze aufbewahrt, dorthin zieht es euer Herz. Dort, wo ihr eure Schätze aufbewahrt, dorthin zieht es euer Herz. Dort, wo mein Schatz ist, dort zieht es mein Herz hin. Das, was mir wichtig ist, das, was mir Priorität hat, dort zieht es mein Herz hin. Wie wahr ist die Wort von Jesus Christus? Das müssen wir ein bisschen sitzen lassen, Moment. Da, wo unsere Schätze aufbewahrt sind, dorthin zieht es unser Herz. Mein nächster Titel heisst, weil wir unsere Hoffnung auf Erfrischung an irdische Schätze setzen. Ich kenne es nur zu gut und ertappe mich immer wieder dabei. Wenn eine Lücke kommt in meinem Leben, dann halte ich Ausschau, wie ich die Lücke füllen kann. Und als ADSler bin ich prädestiniert dazu, weil ich komme fast nicht zur Ruhe. Also versuche ich, das irgendwie wieder zu füllen. Ich stehe in der Gefahr, mit dem, wo ich mich fühle, mir selber das Hamsterrad mitzubauen. Und es gar nicht so sehr in der Gesellschaft auf mich kommt, sondern ich selber immer wieder in der Gefahr stehe, mir selber das Hamsterrad zu bauen. Mehr ist eben irgendwann nicht genug, sondern wir möchten noch mehr und noch mehr. Von dem Mehr gibt es Nebenwirkungen. Erstens sind es das, was es kostet. Neben den finanziellen Kosten für mehr Materielles spielen die Kosten von der Zeit, in der ausgefüllten Zeit, die wir heute sind, auch eine Rolle. Je mehr ich will, je mehr brauche ich Zeit dafür. Je mehr ich will, je mehr brauche ich Finanzen. Also das Mehr, das Schweizer Evangelium hat Kosten. Zweitens hat das Schweizer Evangelium Nebenwirkungen. Fokusverlust durch Ablenkung. Wem oder was gilt unser Fokus? Unsere Welt ist getrimmt auf Flucht und auf Ablenkung. Nehmen wir das Smartphone als Beispiel. Das Smartphone ist für mich überhaupt kein Problem. Ich nehme das iPad. Aber ich kann euch sagen, News, ich bin ein bekennender News-Junkie, oder? Ich liebe News. Früher hatte man Zeitung,
Da hat man einmal pro Tag die Zeitung zum Briefkasten ausgenommen und hat sie gelesen und das ist es dann gewesen. Vielleicht hat man noch die Tagesschau geschaut. Aber heute hast du mindestens alle Stunde ein Update. Und oft ploppt sie dann gerade auf, was jetzt die neuesten News, die neuesten Neuigkeiten sind. Und so wirst du gejagt durchs Leben. Warum fällt es uns so schwer, uns von dem Smartphone oder von diesen News oder von diesen sozialen Medien auch zu trennen? Wir sind kaum mehr in der Lage, Stille auszuhalten. Und da kommt mir ein Text in den Sinn aus der Bibel, wo der Elia geflüchtet ist von der Isabel und am Horeb gelandet ist. Und da hat Gott ihm begegnen. Und wir lesen Folgendes. Als er in dieser Höhle war und zur Höhle rausgekommen ist, heisst es, und vor dem Herrn her kam ein großer und gewaltiger Sturmwind. Der Berge zerriss und Felsen zerbrach. In dem Sturmwind aber war der Herr nicht. Und nach dem Sturmwind kam ein Erdbeben. In dem Erdbeben aber war der Herr nicht. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. In dem Feuer aber war der Herr nicht. Nach dem Feuer kam das Flüstern eines sanften Windhauchs. Der Elia hat zuerst durch die verschiedenen Etappen durch. Von dem Gewaltigen, von dem Pompösen, von dem alles Übertönenden, hat er durch die Phasen durch. Freunde, und wenn wir das Wasser von dem Jesus trinken, dann müssen wir manchmal auch durch die Etappen durchkriechen. Die Etappen aushalten, weil der Gott ist nicht im Feuer, er ist nicht im Erdbeben, er ist nicht im Sturmwind. Mindestens selten nicht. Oder fast nie. Sondern er kommt dort, wo wir es schaffen, ein Stückchen Stille zu haben. Das Zitat von Blaise Pascal heisst: Alles Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können. Das ist ein bisschen krass, he? Der Benedikt, der hat ja eine Bruderschaft, eine Priesterschaft gegründet, einen Orden. Und er hat geprägt Stabilas Loci. Das heisst, bleib an dem Ort, wo du bist. Der Benediktiner wechselt das Kloster nie. Der bleibt immer dort, wo er ist. Um dort zu lernen, an dem Ort, in seiner Zelle, Gott zu begegnen. Und wenn man von diesen Vätern liest, was sie in diesen Zellen auch erleben, sie erleben den Sturm, sie erleben das Feuer, sie erleben das Erdbeben, bis sie durchdringen zu dieser Stimme von dem lebendigen Gott, wo die Stille zu ihnen redet. Nachrichten, Instagram, TikTok, YouTube und für die Eltern unter uns ist vielleicht das Fernsehen, Familie bei den Leuten oder weiss ich was. Vielleicht ist es das Lieblingsmagazin, vielleicht sind es auch Podcasts, wo wir die Löcher von unserer Zeit füllen. Aber vielleicht sind es auch andere Löcher in unserem Innen und dort geht es um Schoki, Chips, Alkohol, Beziehungen und Sexualität. Freiheit oder Abhängigkeit. Das, was ich jetzt aufgezählt habe, ist nicht alles schlimm. Der Paulus sagt im Galaterbrief, Christus hat euch befreit. Wir sind frei. Wir können geniessen. Wir dürfen das Leben geniessen. Sie haben auch in seiner Zeit die Galater so einsperren. Sie wollten die Freude am Leben nehmen. Und der Paulus sagt, wir wollen uns die Freude nicht nehmen. Wir sind frei. Genuss ist nicht schlecht per se. Aber er kommt dann zu reden im 1. Korinther 6,12 und sagt, alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich,
Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Um das geht es mir heute Morgen. Es darf nicht dorthin kommen, dass ich mich von etwas beherrschen lasse und mir den Frieden und die Ruhe und Aushalten von einer wüsten Zeit, die Stimme von Jesus können zu hören, verpassen. Wir stehen am Anfang der Fastenzeit. Ich habe schon gesagt, dass am Mittwoch Aschermittwoch war. Und es ist eine sehr passende Zeit, dass wir uns die Frage stellen, was macht mich abhängig? Auf was könnte ich bewusst verzichten oder sollte ich mich üben, um frei zu werden? Im Stil von Johannes 6, 19 bis 21, wo ich schon gelesen habe, wo steht, und außerdem müsst ihr erkennen, dort, wo eure Schätze aufbewahrt sind, zieht es eure Herz hin. Wo zieht dies Herz hin? Der nächste Titel heißt Vom FOMO zum JOMO. Kennt ihr das? FOMO heißt Fear of Missing Out. Die Angst, etwas zu verpassen. Das ist FOMO, Fear of Missing Out. Und JOMO heißt Joy of Missing Out. Freude, etwas zu verpassen. Wie gewaltig kann das sein, wenn wir in gewissen Bereichen von unserem Leben, von dieser Angst, etwas zu verpassen. Und wir können sehr viel verpassen. Und es wird uns sehr viel entgegenkommen in unseren Klicks hinein oder wo auch immer wir können verpassen, wenn wir zum Joy of Fear, of Missing Out kommen. Auf die Freude, etwas zu verpassen. Der Paulus sagt im Philipperbrief, ich habe beides gelernt. Ich habe gelernt, in der Fülle zu leben, im Überfluss zu leben, aber ich habe auch gelernt, zu verzichten. Das Training fängt an mit kleinen Schritten. Und da möchte ich euch dazu einladen. Wenn ihr es mit dem Essenfasten nicht schaffen wollt, dann vielleicht mit etwas von dem oder etwas anderem, was ich heute Morgen aufzähle. Wo wir vielleicht in der Fastenzeit mal anpacken. Der Bereich digitaler Detox, den Input verringern, ist ein grosser, wichtiger Bereich. Das Handybett, oder? Das Handy nicht ins Schlafzimmer nehmen. Einfach nicht mehr. Kauf dir einen digitalen Wecker. So ein blödes Teil, das du früher gehabt hast. Und stellen und lass das Handy, wo es ist. Ich kenne viele Menschen, die vor dem Einschlafen die letzte News checken, noch das letzte Mail, noch das letzte Instagram anschauen und damit einschlafen und am Morgen, wenn sie verwachen, wieder das neueste Instagram-Post anschauen und die Nacht vielleicht macht sogar einmal tüt und sie müssen noch einmal schauen, was jetzt los ist. Freund, wie wäre es, wenn du dein Handy einfach draussen lassen würdest? Vielleicht schaffst du es nicht auf immer, aber vielleicht in dieser Fastenzeit. Inputfreie Transit wäre das Nächste. Wenn du Auto fährst, wenn du Zug fährst, wenn du joggen gehst, was muss denn alles für Input rein, damit du beschäftigt bist? Könnte es ein Gewinn sein, einmal zu versuchen, gar keinen Input zu nehmen und einfach zu sein? Ich versuche das, ganz ehrlich gesagt, ich versuche das wirklich im Zug. Ich fahre viel Zug, ich habe kein Auto sonst. Und viel Zug. Und im Zug einfach zu sein. Und ich stelle fest, wie ich früher mit Leuten im Zug reden konnte. Heute ist es fast unmöglich. Ist jeder an irgendetwas.
Aber wie ist es einfach, die Zeit auszuhalten, von null Input beim Joggen, beim Zugfahren, beim Autofahren und einfach sein. Einfach mal Wüste sein, ohne einen Input zu haben. Ich glaube, das kann segensreich sein. Ich glaube, dass Gott in die Stille auch reden zu uns. Durch das Bild von der Natur, durch irgendetwas. Nicht immer, es muss nicht immer sein. Aber ich glaube, dass es heilsam ist, wenn wir da auf den ständigen Input verzichten können. Und dann komme ich noch zu 24 Stunden Wüste. Wähl einen Tag aus, vielleicht einen Sonntag, wo du null Betäubungsmittel hast. Kein News-Checks, kein Instagram, keine Mails und entdeck the joy of missing out. 24 Stunden mal. Einfach in dieser Fastenzeit. Vielleicht einmal pro Woche. 24 Stunden. Langst das Teil nicht an. Ich frage jetzt nicht, wer es machen. Das war jetzt der Bereich auf digitaler Detox. Und jetzt der Bereich von innerer Erfüllung, Verzicht auf Narkose. Identifiziere deine Betäubungsmittel. Mit was betäubst du dich? Mit Zucker? Mit Alkohol? Mit Shopping? Mit Netflix? Mit Gaming? Verzichte wochenlang radikal drauf. Nicht, weil es böse ist, sondern zum Prüfen, wer ist der Boss? Wer ist der Boss? Schlussendlich geht es bei allem, was ich gesagt habe, genau um das. Wer ist dein Chef? Zeig wieder mal, dass du der Chef bist. Ich habe schon 2, 3 Ehepaare gesehen, wo sie so gemacht hat. Oder umgekehrt. Ich wünsche euch viel Freude beim Diskutieren. Und ihr habt sicher etwas zu reden beim Mittag. Kommen wir nicht auf zum Gebet. Jesus, ich danke dir für dieses Evangelium. Und es ist heute Morgen auch ein Morgen da, um uns zu prüfen, wo denn unser Herz hängt. Wenn wir so viel Raum haben, dass wir bei dir ansaugen können. So viel Zeit haben, so viel Wüste haben. So viel stilles Sausen haben. Dass wir dich hören können, das Wasser trinken können. Danke dir, dass es, wenn wir bewusst ein Stück Wüste einplanen in unser Leben, das Stück Wüste zum Blühen kann kommen. Mit dir zusammen. Und so segne ich die Kirche da im Zürich Oberland, die fantastische Kirche. Ich segne euch im Namen vom Vater im Himmel. Vom Vater von aller Vaterschaft. Ich segne euch im Namen von Jesus Christus, unserem Erlöser. Und ich segne euch im Namen vom Heiligen Geist, wo euch und mich will führen und leiten. Manchmal in ein Stück Wüste hinein, um dort zu unserem Herzen zu reden. Amen. Danke vielmals fürs Zuhören. Jetzt ist noch